So, Christi, bevor es jetzt losgeht mit der Episode 5 von Seven Days to Die, ein kleines Vorwort. Ich werde es im Laufe dieses Let's Plays immer wieder in den Aufnahmen erwähnen. Der erste Blutmond ist an Tag 14, der zweite 10 Tage später an Tag 24. Die Tage sind 90 Minuten lang. Jetzt in den Einstellungen habe ich es auf 90 Minuten gestellt. Bietet mir mehr Zeit, ist ein bisschen gemütlicher und Stress mache ich mir gar keinen, deswegen habe ich die Einstellungen auch so gewählt. Momentan, also seit der gestrigen Aufnahme, bin ich schon weit weiter, wie du glaubst, bin jetzt am Schwierigkeitsgrad Nomade. Ich werde aber nochmal anhängen dran in Kürze bei den nächsten Aufnahmen. Auf Krieger, glaube ich, ist das. Und was ich dann aber auch später noch erwähnen werde, was ich dir jetzt, wenn du das jetzt dann neu siehst, was ich da für einen Scheißdreck verzapf und mag und tue, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe mich schon ein bisschen umgeschaut. Ich habe mir zwischendurch einmal bei ein paar YouTuber da reingeschaut, was da alles so gibt, BZW, was die für Fallen haben, etc. etc. Ich für meinen Teil bin jetzt bei der Aufnahme irgendwo bei Tag 25, 26 oder so irgendwas, 27. Und ich habe keine einzige Fallenidee. Es tut mir leid, ich wüsste nicht, was ich bauen soll. Du wirst sehen, ich habe für den zweiten Blutmond später das erste Blutmondgebäude recycelt, habe das nochmal genommen und ich habe die ganze Nacht zu tun gehabt. Mir ist ja zwischenzeitig beim zweiten Blutmond die Munition ausgegangen, aber das wirst du dann alles sehen. Da ich zwischen eine viel offline auch mache, dass ich dann später ein bisschen mehr Inhalt habe für die ganzen Episoden. Scheißdreck da, wurscht. Und es kann nur sein, dass jetzt da bis in den September, Mitte September ist Fallout 4 angesetzt. Für Mitte September, genau da fängt dann Fallout 4 an. Kann nur sein, dass ich jetzt mit Seven Days to Die ein bisschen einen Übergang schaffe. Ich habe jetzt die Outer Worlds beendet und ich muss auch und ehrlich gesagt gestehen, ich habe jetzt da momentan genau 4 oder 5 Spiele, die interessieren mich und der Rest ist mir scheißegal. Offen und ehrlich gesagt, die ganzen kommenden, weiß ich nicht, Ghost of Tsushima, die DLCs, die interessieren mich nicht. Meine PS4, die ist momentan eigentlich nur da. Warte mal, was habe ich noch auf der PS4 oben? Ähm, Bloodborne und No Man's Sky. Ja, wegen mehr habe ich die PS4 nicht. Die Xbox One, da ist nur oben für privat Fallout 4, dass ich was aufnehme, was ich brauche für Fallout 4 vom PC her. Da möchte ich mir ein bisschen spielen damit. Dann am PC kommt die Elder Scrolls 4 Oblivion und noch irgendwas. Ja, ist wurscht. 4 oder 5 Spiele sind's. Und mehr wirst du auf meinem Kanal in der nächsten Zeit nicht sehen. Nur Fallout 4 habe ich mit Absicht Mitte September angesetzt, weil man einfach die Zeit nehmen will für das, was ich darin vorhabe. Das ist ein bisschen mehr, weil nämlich weil ich nämlich ein bisschen mehr in dieses Let's Play mit einarbeiten will. Aber das wirst du dann eh alles sehen. Und zu Seven Days to Die haben wir zum Schluss, wie gesagt, all. Jetzt der erste Blutmond ist ab Tag 14, der zweite 10 Tage später und den 10-Tage-Rhythmus werde ich aber beibehalten. Du wirst dann sehen, warum. Weil ob ich jetzt da alle 7 Tage einen Blutmond sage oder nur alle 10 Tage, so wie es jetzt dann kommt, es ist im Prinzip, das weiß ich zufällig schon, ich habe mir das angeschaut auch auf YouTube, es ist im Prinzip unerheblich, sage ich jetzt einmal. Ob jetzt da das Spielstadium, wenn das weiter aufgeht, du hast im Prinzip komplett gleich, nur dass du dazwischen 3 Tage mehr Zeit hast. Aber wie gesagt, du wirst alles in ferner Zukunft noch sehen, was noch kommt. 5 Spiele momentan nur im Programm und das reicht voll auf. Ich habe
Videospiele 2020, 2021 die Schnauze gestrichen voll. Und die Outer Worlds wird 2022 weitergemacht. Das war jetzt ein 5-minütiges Vorwort zur Situation auf meinem Kanal und auch zu 7 Days to Die. Und es ist eines der momentan der Spiele, die mir am meisten Spaß machen. Ja, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Episode und wir sehen uns dann zu gegebener Zeit wieder. Baba dabei. Eilbi schleichen mich, sagte er in hervorragend ausgesprochenem Deutsch. Wo tragen wir unseren ersten Blutmond aus? Jetzt lenkt den innerhalb von der ersten 4 Stunden Ingame. Wir müssen uns was einfallen lassen. Die Scheune auf jeden Fall wird's nicht. So. Ah. Dieses Loch ist wie ein Darmriss. Es stört einfach nur. Da ist wieder irgendwas gehört, was ich nicht kenne. Gut. So. Ja, tut mir leid, ich muss meinen Daumen heute noch ein bisschen schonen. Ah, herrlich. Zu Hause. Wie heißt ein altes Sprichwort so schön? Zu Hause ist noch immer am schönsten. Ne? Und vor allem, wenn du da nicht zu Hause bist, sondern nur eine Leihgabe. Okay, jetzt schauen wir mal. Kurzen Augenblick, wisst ihr, was ich jetzt mache? Au, das tut so weh, kann ich nicht verraten. Bist du deppert, tut der Finger weh, das kannst du nicht. Ich werde jetzt da zum Abschluss dieser Episode mal ein Rauchen mit euch. Ganz auf Gemütlich, wir werden jetzt ein bisschen zusammenrahmen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir vielleicht noch brauchen könnten. Und das werden wir dann herstellen. Gehen wir es einmal an.
Erst einfach jetzt da gemütlich hucken. Ich, für meinen Teil, mit meinem letzten kalten Schluckerl Kaffee, was ich noch hab, und damit euch da ein bisschen zusammenrahmen. Ein bisschen sortieren. Soll ich mir Arme machen, gell? Ähm, Jetzt schau ich noch grad, was könnte man in den Ofen schmeißen? Da hat's aber nicht wenig zusammentragen, gell, in der letzten Zeit, gell? Schau mal. Haben wir noch irgendwo Federn, weil es jetzt gerade sieht? Nein. Die Federn haben wir soweit alle entfernt. Den brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht mehr. Ich halte immer noch. Dann wir daher. Dann wir daher. Papier haben wir alles weggekauft. BZW haben wir nicht. Warte, wir machen es anders. Wenn wir das so machen, dann wir uns auch. Ach so, da gingen nur so machen. Federn haben wir da genug. Dann haben wir den Schatz. Haben wir den Schatz. Da war da noch ein bisschen Leder. Das können wir gleich in den Ofen schmeißen. Baseballschläger gehalten wir uns. Kleber. Man kann mehr. Hm. ...203. Weißt du was, das werden wir drüben einschmeißen. Ich glaube, da sind wir mal so weit, dass wir alles jetzt einmal haben. Genau. Kurz einen Blick. Was war da herum? Genau, da sind die Dinge, die wir brauchen werden später für den Blutmond. Genau. Ist da Gras herinnen? Wo ich schau. Was ist alles erinnern für den Blutmond? Wir dann die Snacks da dabei dazu einer. Genau. Wir werden die Schienen brauchen. Wir dann die Hälfte von der da einer und da machen wir es anders. Für die Vitamine dann wir zwei da dazu einer. Für die Schmerzmittel werden wir auch die Hälfte brauchen. Ich habe gesagt die Hälfte. Okay, wie zur Verwendung von Verbandskästen. Bedingenst. Ja, genau. Okay. Da haben wir die Taschen. Voll mit Sülze. Das. Ja, aber da haben wir jetzt momentan nicht viel, was wir brauchen könnten, rein theoretisch gesehen. Die drei haben wir durchgeschaut und da sind dann nur mehr die Quests erinnern. Genau, die müssen wir dann auch irgendwann einmal angehen. Irgendwann. Und ich sage jetzt mit Absicht irgendwann. Wo sind die Dietriche, die wir heute schon braucht hätten?
Irgendwie lerne ich nicht dazu. Ziemlich lernresistent, muss ich gestehen. Schmerzmittel. Dann ein bisschen Klargeld. Das haben wir da her, die Vitamine, da haben wir da eine, Antibiotika haben wir zum Glück noch eins da. Das Katzenfutter Recog, was ist das? Recog erhöht Fernkampfschaden. Nee. Weißt du was? Das kalten wir uns für den Blutmond auf. Ich werde sicher wieder vergessen, dass ich es hab. Ja. Dann haben wir daher Day 4, dann haben wir da dabei dazu. Wir haben momentan eh nichts, was wir machen können damit. Dann haben wir daher. Day haben wir daher. Ja, das lassen wir als was. Das können wir aber gleich ein bisschen ordnen. Schauen wir mal, wie es uns ordnet. Ah, so ordnet er uns das. Okay. Ist wurscht. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen einen Überblick über den ganzen schönen, über diese ganzen schönen Dinge, die sie da auftun. Oh. Ja. Passt. Dann mal eine Idee. Wir machen es so. Jetzt haben wir noch dazu einer. Achso, der kann generell nur 150 Schuss fassen pro Backel. 9 mm, 10 mm haben wir noch keine, dann haben wir es weg. Und dann haben wir das da hinten dazu für den Blutmond. So. Genau. Uns bleibt jetzt zwar nicht viel über, aber das soll mir jetzt mal wurscht sein. Ich möchte wissen, wo wir die ganzen Taschenplätze hin tun können. Es sind nur 3 Stück. Weißt du was, das ist gerade so eine richtig gemütliche Spülerei da jetzt da. Ah. Aber was dann mal mit der Mod 35, weißt du was, die können wir eigentlich später verkaufen. Von daher. Super. Jeder Flangengewehren installiert. Ja, aber das. Ruhig, ne? Wo können wir jetzt da installieren?
Okay, hätten wir wieder was geschafft. Jetzt schauen wir uns da mal ein bisschen durch. Robotikgeschützturm. Scheiße, Robotikteile, die habe ich aber nicht. Achso, das ist der, den brauchen wir nicht unbedingt. Ja. Ah, das haben wir alles noch nicht. Was können wir? Fahrrad. Warte mal. Was braucht man? Das habe ich alles nicht. Aber das wäre schon mal ein Schrei, oder? Wenn wir das schon mal hätten. Fahrradlenker. Braucht der Klebeband? Leder? Handschuhe? Ich hab momentan ein irrsinnig schlechtes Gedächtnis. Klebeband? Leder. Ja, wenn, dann bauen wir uns noch schnell das Motor, das Fahrrad, oder? Weil was wir haben, das haben wir für später. Weißt du was, ich bin gerade mal überlegen, ob ich nicht für später mehr mache. Ich muss da auch ehrlich gesagt gestehen, durch das, dass das Spiel eigentlich so viele Dinge und Wege bietet, was du machen kannst, zieht mir das Spiel jetzt gerade mehr in seinen Bann als wie alles andere. Okay. Fahrrad. Radwerk. Wir haben das Fahrrad. Bitte. Yes, wir haben das Fahrrad benannt. Super. Und falls du neu dazu kommst, ich bin so wie du. Ich huck mir mit einem Kaffee, mit Cola, Zigaretten, huck ich mich vor das Spiel. Da vor allem der Scheißdreck, was ich da halt mache mit den YouTube und hin und her. Und dann fange ich halt einfach an zu machen. Wir haben das Fahrrad. Ehrlich, oder? Ähm, Jetzt schaue ich noch grad. Können wir noch irgendwas basteln? Lederponcho? Lagerfeuer? Zerstörten Stein? Donnerbüchse brauchen wir nicht. Robotikhammer? Da brauchen wir die Robotikteile. Haben wir nicht. Können wir schon vergessen. Der war interessant. Ich würde wissen, mich würde interessieren, wo finde ich den? Das hätten wir alles. Aber uns fehlen die Handfeuerwaffenteile. Warte kurz. Warte kurz. Ich habe ein bisschen Chaos benannt momentan. Ich meine, ich bin sowieso prinzipiell ein chaotischer Mensch. Ich muss mir das unbedingt aufschreiben. Warte mal. Was ist es für Waffen? 44er Desert. Zwar fehlen uns die Handfeuerwaffen.
Jetzt haben wir's. Ja. Gut, das haben wir für den Blutmond. Das können wir jetzt benutzen. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Ah. Hast du was, die 15 Tomato dazu? Aber wie spät ist denn überhaupt? 21:25 Uhr. Tomato dazu, einen die halten wir uns. Das passt auch alles soweit. Das passt, das passt. Eins, weg. Im Prinzip Holz werden wir brauchen, weil wir jetzt alles Holz da hinten drinnen. Weißt du was? Da wir uns ja jetzt dagegen etwaige Störenfriede-Scheißer wehren können. Was hältst du davon, wenn wir jetzt noch ein kleines Gebäude machen? Warte mal. Irgendwas Kleines, warte mal kurz, werden wir das anders noch. Wir packen uns jetzt nur schnell die wichtigen ein paar Sachen ein. Fahrrad haben wir. Fahrrad haben wir. Dietriche nehmen wir mit. Was zum Essen nehmen wir mit. Da nehmen wir uns zwei mit. Das ist Antibiotika. Beziehungsweise ein Verbandskosten. Passt. Gehen wir ein bisschen. Gehen wir noch eine halbe Stunde bluten. Wenn wir drauf bauen, wie das alles dann schneit, gell? Für mich stellt sich nur die große Frage, wohin? Ich gehe mal da her. Mei, ist das herrlich. Bisschen Freiheit. Ja. Weißt du was? Ich weiß, was wir machen können. Da, Shamway Foods, das wollen wir machen. Ein bisschen Platz haben wir ja. Ja, ob dass wir da drin ein bisschen was finden werden. Etwaig nützliche Dinge. Ah. Richtig, Mädel. Alles durchladen. Los geht's. Ah, da wachen sie jetzt ein paar Mal auf.
komme mir richtig ein bisschen so gehandicapt vor mit den hinigen Daumen, weißt? Weil der festen Überzeugung, das Fahrrad hat mehr Platz. Naja. Aber wie heißt ein altes Sprichwort? Man kann nicht alles haben. Alles zu haben wäre purer Luxus und purer Luxus ist ja langweilig. Ähm, schön finster da. Also sollst du jetzt zwar Angst in die Hosen scheißen, dann musst du der Winter anziehen. Für den Rest bin ich nicht verantwortlich. Oh. Ich glaub. Ich glaube, unser Schicksal steht auf schmalen Lenden geschrieben. Als schmalen Lenden geschrieben? Was ist denn das für ein Scheiß? Bleibst du liegen? Ja, ich glaube, einen Schwierigkeitsgrad aufgetragen. Das ist selbst mir schon ein bisschen zu einfach. Nur, man, ich bin leider nicht aus der Zeit so lang verfolge das Spiel nicht. Aber ich habe irgendwo mal gehört, dass der Basenbau an sich ja jetzt selber keinen Sinn mehr macht. Warum? Vielleicht kannst du da aus dieser Wissenslücke helfen. So, ja. Genau wie mein Darm nach der morgendlichen Sitzung. Genau so.